Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Ich habe Bock auf Wandern. Ich habe sogar 2 Böcke zum Wandern. Das hier sind meine Begleiter, der Big Joe und der Luki. Ich habe eigentlich gar nicht so Bock auf Wandern. Gestatten Big Joe. Ich bin der vorne, der Geschickte. Und ich bin der Luki, der hinten dran. Für uns ist es der Arbeitsweg. Wir sind 150 Kilometer unterwegs zu unserem Sommerjob. Und bis dahin passiert einiges. Würdet ihr mir da bei ihm hinten ein bisschen stossen? Ich glaube, dann würde er wieder laufen. Schätzeli, du solltest ein bisschen laufen. Komm, Luki, komm. Komm. Es gibt Kämpfe mit der Motivation und mit den Tücken der Technik. Oh. Ja, aber nein, jetzt haben sie nicht mehr. So, es tut. Möglichst weit vorne hin. Und es werden auch heiße Eisen angefasst. Schütten. Ei! Fest. Gut. Das ist SRF bei den Leuten. Wunderland, die Geissentour. Jetzt meckern wir. Guten Morgen. Hey, guten Morgen. Ich habe gesagt, heute sagen was durchgeht. Du bist der Ich Sturkopf. habe eine gute Laune. Grüß euch miteinander. Herzlich willkommen. Schön, kommen wir mit auf der 2. Etappe unserer Geissentour. Zuerst müssen wir noch mal ein bisschen Futter nehmen. Und während Sie fressen, seht ihr jetzt auf der Karte, wo uns der Weg durchführt. Eben. In 10 Tagen geht es von Lamboise im Berner Jura, Dallenwil im Kanton Nidwalden, durch das Emmental, über den Napf, ins Entenbuch und via Luzern auf Dallenwil. 40 Kilometer haben wir schon geschafft. Vor uns liegt das Emmental. Dort treffen wir einen Kräuterexperten und dann geht's weiter zum Schloss in Burgdorf zum Übernachten. Morgen gehen wir dann auf Hasle-Rüegsau zu einem Heiler, zu Schafhausen. Mit IMF treffen wir Geissen, zu Barrow kein Bär. Dafür wird es dort ziemlich heiß. Oh, jetzt dürft ihr rauskommen. Komm. So, von mir aus können wir los. Und hopp. Hey, stopp. Warte. Oh. Sagt, rast du jetzt eigentlich komplett durch, Luki? Das Kraftfutter klebt mich gleich so auf. Ich habe jetzt hier Energie heute Morgen. Hey, Big Joe. Komm, bleib hier. So, gut. Das war jetzt eine komische Aktion, Luki. Kleine Showeinlage für das Fernsehen, dass sie nicht wegzappen. Jetzt treffen wir den Kräuterexperten. Cool, das klingt nach Essen. Hallo, du bist sicher der Kevin. Genau, ja. Wäre ich fast an dir vorbei. Ich bin da, habe gerade ein gutes Örtchen gefunden. Hallo, ich bin Nicole. Hallo Nicole, freut mich. sehr. Die Kräuterexperten immer irgendwo am Knäulen und am Kräutchen suchen. Hast Ganz du schon genau. etwas gefunden? Ganz genau. Und es brecht sich eben gerade recht gut hier. Wir haben... Du hast das sicher auch gerne, gell? Willst du ein bisschen probieren? No, riecht eh nicht schlecht. Das ist leider nicht so gell? kommunikativ. Ich merke das. Was ist das? Das ist das Waldschaumkraut. Ein wunderbares Pflänzchen, das in die Familie der sogenannten Kreuzblütler gehört. Und das wächst typischerweise eben so sehr nach dem Wasser. Und da kannst du wirklich das Ganze essen. So. Es schmeckt Ganz so ein bisschen rein? scharf. Kannst du mir das sagen, nach was? Genau, ja. Das kommt dir dann sicher ein bisschen bekannt vor. Ja, Meerrettich. Genau, so nach Meerrettich, Rucola. Wow, das ist scharf. Ähnliche Inhaltsstoffe, die so drin sind. Oh ja, du. Genau. Wow, das wirkt dann noch ein bisschen nachher.
definitiv. Ist gut. Sehr schön. Das Snacken kannst du noch, immer. genau, das kannst du noch fertig snacken. So. Schon praktisch, wenn das Essen am Wegrand wächst. Das ist quasi ein längs Drive-Thru hier. Bezüglich dem Muskelkater oder gerade auch so Gelenksentzündungen, gell? Da haben wir das beste Mittel gerade da. Nämlich? Die Brennnessel. Ah, die kann man ja nicht essen. Mal sicher kann man die essen. Unbedingt kann man die essen. Schau mal. Die Brennnessel hat wunderbare Brennhaare, wo sie sich schützt, dass sie nicht gefressen wird. Eigentlich, oder? Und ein Tier geht ja in der Regel so von oben runter essen Ja. und kommt nicht von unten rauf. Und das heisst, die Brennnessel können wir von unten anlängen. Von unten brennt sie nicht. Und jetzt kannst du sogar so von unten ein Blättchen nehmen, kannst sie so zusammendrücken und dann abreißen. Interessantes Tutorial. Geht bis jetzt auch noch. Da, ja. Gut. Und dann kannst du das Blättchen so von unten zusammenquetschen und zusammenrollen. Aber auch nur, wenn du So. die Finger hast. He? Brennt dich das nicht, weil so tust du mechanisch die Brennhaare wie knicken. Ja. Und das, was brennt, das ist im Inneren der Brennhaare die Flüssigkeit. Und die brennt nur, wenn sie in die Haut hineingespritzt Genau. wird. Ja. Und wenn sie aber auf der Haut ist, wenn die Spritze eben kaputt sind, dann macht es nichts. Dann kannst du noch 2-3 Mal drücken und es dann essen. Du bist mutig. Das ist nicht das erste Blättchen. Ja, das glaube ich dir. Tipptopp. Aber das schmeckt einfach nach Blatt. Nach Blatt? Das ist blattig. So, würde ich jetzt keinen Salat essen. Ich würde es auch nicht unbedingt als Salat nehmen, weil roh, es ist dann viel Arbeit und so. Aber was du machen kannst, ist sehr würziger Spinat. Aber du hast ja gefragt wegen Muskelkater und Genau. eben wegen der Gelenk. Und früher hast du Brennnessel genommen. Wenn man sie ein bisschen in grösserer Menge nehmen, kannst du sie von unten nehmen. Ah, und die Stängel kannst du auch einfach nehmen. Genau, das geht. Dann kannst du die Brennnessel nehmen und dann wirklich so auf das Knie schlagen. Natürlich ohne die Hose. Ja, aber dann Gut, verbrennt es Dass mich ja. die extra brennt. Ganz genau. Jetzt geht es in eine komische Eine Richtung. kleine Entzündung und eine Mehrdurchblutung vom Knie provozieren. Ja. Und durch das können auch die körpereigenen Entzündungsbotenstoffe, schlussendlich, die hier sind, können besser abtransportiert werden. Und durch das hast du dann auch weniger Schmerzen. Die spinnen, die Menschen. Es brennt jetzt schon. Brennt schon ein bisschen, gell? Das ist noch erstaunlich. Geht das so durch? Wollt ihr auch ein bisschen? Nein, muss nicht sein. Ich glaube, durch das Fell geht es nicht. Nein, auch nicht so gut. Ja. Willst du noch ein Blatt oder hast du genug gehabt? Ist gut. Am Schluss habe ich mehr Grünfutter gegessen als meine Geissen. Kannst du überhaupt noch hier so durch einen Wald laufen, ohne dass nicht rechts und links jedes Pflänzchen musst probieren musst, anknabbern? Fast nicht. Mit der Zeit hat man so das Auge dafür, schlussendlich, oder? Dass man es sieht. Und dann sieht man so in der Peripherie aus, dort ist etwas, das ich noch nicht gesehen habe heute oder noch nicht probiert habe. Komm, wir hocken doch noch schnell her. Oh nein, jetzt will ich noch mehr über Kräutchen reden. Ich bleibe hier. Wir sollten nicht so viel über das Essen diskutieren. Das gibt um Hunger. Es hat irgendwie etwas Verstaubendes, so Kräuterexperten sein. Das ist es gar nicht. Für mich wirklich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde, Naturheilkunde ist unglaublich fundiert, rein geschichtlich. Und ich bin immer wieder fasziniert, wenn man so in den wirklich alten Büchern lesen von 1700, 1600. Was dort alles schon festgehalten ist worden, schlussendlich. Und was mich persönlich am meisten fasziniert, ist die Verbindung vom alten Wissen mit dem modernen Naturwissenschaftlichen. Und ich finde, mit dem mache ich auch die besten Erfahrungen in der Praxis, wenn man von überall schlussendlich das Beste herauspicken kann. Was kommen denn so für Leute zu dir? Mit was für Problemen? Vom 6 Monate alten Baby mit einer Neurodermitis zum Beispiel, wirklich bis zum 80-jährigen, 90-jährigen Greisin, die Rheuma hat. Und würdest du jetzt sagen, da ist eigentlich gegen mehr oder weniger alles ein Kraut gewachsen? Oder bist du auch ein bisschen vorsichtig? Also es braucht natürlich die richtige Abschätzung und Einordnung, was geht und was verträgt sich. Oder? Und das heisst ja auch nicht nur das eine oder das andere, sondern es soll ja ein Zusammenarbeiten sein. Und darum ist es aber wichtig, dass man schlussendlich vieles und alles kennt, dass man eben herausfindet, was geht miteinander. Oder? Und dann grundsätzlich ja, ist gegen alles ein Kraut gewachsen oder für alles ein Kraut gewachsen, weil unterstützend begleiten das kann man immer. So, ich muss langsam weiter. Du hast noch ein Stückchen, gell? Merci vielmals. Gute Route. Kevin, ja, danke. Können wir brauchen.
Die Menschen sind schon schwierig gewesen. Immer haben sie irgendein Wehwehchen. Das ist wegen dem Seich, das sie gerne essen. Fast Food. Das ist nicht richtiges Essen. Ja, nur fast. Komm, Luki. Aufschließen. Das Keiben Stress ist eben auch nicht gesund. Jedes Lebewesen hat sein Tempo. Du bist aber keine Schnecke, Luki. Komm, Luki, komm. Wir kommen nach Burgdorf. Wieso heißt es eigentlich Burgdorf? Es hat ja ein Schloss. Und ist auch kein Dorf. Aber Schloss, Stadt wäre ein Zungenbrecher. Gehen wir da weiter, hä? Grüß dich miteinander. Der hat es schon schön hier. Jemand denkt, ich bekomme etwas zu trinken, aber es war nichts. Los, Mann! Meint ihr? Würdet ihr mir schnell Geissen haben? Ja, wir bekommen wieder nichts. Aber nicht, dass sie abhauen. Nein, das sind gute. Das ist gut. Was ist überhaupt für Geissen? Das ist ein Schwarzhausgeiss. Das sieht man etwa im Wallis, so ein Gletschergeiss. Und das andere ist ein Tauenscheck, das ist ein österreichischer Geiss. Aber die wohnen im Wäldchen. Das ist nichts verrückt. Ja, ich kann Französisch reden mit ihnen, sie verstehen es. Und beim Franz bin ich ganz schlecht. So, jetzt muss ich noch jemanden ablösen, oder? Und keine Blotter. Ja, das kann ich brauchen. Also, ja, ihn lassen wir wieder da. Merci vielmals, das ist sehr lieb. Ade miteinander. Au revoir, les dames. Ja, Das geht also stotzig, hat sie keinen Lift. bravo. Komm, komm. Hey, komm. Nein, immer nicht mehr. Die Stege hat mir den Rest gegeben. Komm. Müssen noch nicht, komm. Komm. Super. Geissen, ja, genau. Willst du mal streicheln? Ja, schau da. Kannst du mich ein bisschen so machen? Ja. Streicheln, nicht schlagen. Nimm da. Einfach immer ein bisschen Abstand wegen den Hörnern. Schau mal. Und wenn er den Kopf dreht, dann spricht er dich. Du bist nämlich gerade ein bisschen auf einer blöden Höhe, gell? Ja, siehst du, das gerne. Schau, willst du noch ein Gudeli geben? Die nur mal von ihr. Ja, warte, gib das da hier. Ein Big Joe. Da. Big Joe. Ich will Hat hier. er es genommen? Er hat es wieder rausgelassen. Schau, kannst du dem Luki noch eins geben? Schau mal, Luki, schau mal da. Du hast noch etwas zu essen über. Hä? Luki. Luki. Ja, das ist der Big Joe. Hä? Luki. Der hat gegessen. Ja, ist gut. Wo kommen Sie denn unter für die Nacht? Im Schloss haben wir heute Abend etwas reserviert. Jetzt gehen wir schauen, Soll schön sein. ob das Zimmer schon bezugsbereit ist. Das Zimmer. Wieso macht sie Anführungszeichen beim Wort Zimmer? Merci. Adieu. Ade miteinander. Ade. Tschüss zusammen. Tschüss. Oh, schau mal, da hinten. Da ist das Schloss angeschrieben. Da geht es durch. Komm. Ja, sicher. Kommt nur. Ja. Stunde süß. Ja. Dann kommt sie schon schmüseln. Ja, ich mag dich an. Hast du noch was zu essen? Schon am Fremdgehen da. Ja. Würdet ihr mir da bei ihm hinten ein bisschen stossen? Ich glaube, dann würde er wieder laufen. Schätzeli, du sollst ein bisschen laufen. Hä? Komm. Ich muss schon sehr bitten. Finger ab der Röst. Super, danke vielmals. Ja, das geht. Super, danke vielmals. Ja, so geht das viel besser. Oh. Ja, wie schön. Ist nicht mehr weit. Und da oben gehen wir schlafen. Ich bin eine Prinzessin und ihr zwei hoffentlich wie Königin. Gehen wir noch ein bisschen. Hoppa, komm. Nur ein kleiner Darfst du schnell Snack. Päuschen machen? Da schnell ein bisschen grasen. Komm. Gut, also komm. Hoppa, komm. Ist nicht mehr weit. Komm. Komm, Luki, komm. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Komm, komm. Komm, Luki, komm. So, miteinander.
es ist so etwas, hast du noch nie gesehen, gell? Also, ich komme. Aber ich bin eigentlich dagegen. Und ich muss auch begleitet werden bei meinem Marsch, das ist richtig. Da hast du völlig recht. Ja, eben. Hä? Hallo. Hallo, bist du der Henry? Ja, ich bin der Henry. Nicole. Nicole, freut mich. Hallo. Freut mich sehr. Schau, wir haben hier einen Karren von einem Kollegen, der Geissen hat. Ja. Dann kannst du die nachher hier rein tun. Ah, da ist sein Doppelzimmer heute Abend. Genau. Doppelzimmer mit Anführungszeichen. Du, aber Henry, hat es in diesen Schlössern doch auch Stallungen? Ja, das hat... Ja, die Stallungen, das sind jetzt Gästezimmer drin. Aha, gut, also. Gut, ja, ich glaube, Sie zwei sind da happy. Schau mal. Hey, übernachten im Schloss hat's geheißen. Eins um das andere. Schau jetzt. Super macht ihr das. Also, erholt euch gut. Hallo, da die Hunger. Ich beschwere mich bei der Reiseleitung. Hier bleiben. Das ist ein Schlawiner, da. Okay, dann tun wir Hast jetzt du? gerade. Gut, ich komme raus und zu. Ja. So. So schnell hast du wahrscheinlich noch nicht Menge Hoteltüren Nein, zu. das ist jetzt ganz schnell gegangen, das Check-in bei den Geissen. Sehr gut. Genau. Ist aber schön, da können die Geiss auch hier auf dem Schloss sein. Super. Hä? Jetzt bin ich gespannt, wie mein Zimmer aussieht. Ja. Gehen wir nochmal einen Stock hoch. Ja. So. Wow. Du hast das Gümmelzimmer. Ah ja, jetzt weiss ich warum. Militärvelo. Wir sind mit dem Velo da. Und das ist eine ehemalige Zelle. Am zweiten Stock hat es Ja. früher auch Gefängniszellen Oh, gehabt. Genau. ja. Ja, man sieht dann auch, wie sich die Leute ein bisschen verewigt haben, die Gefangenen. Sag nicht, schau mal da die Wandmalerei. Aber du lässt mich morgen wieder raus. Ich lasse dich wieder raus. Es gibt ein feines Frühstück. Sehr gut. So machen wir das. Bis später, Nico. Bis nachher. Tschüss. Wir sind im Anhänger und Nicole im Knast. Na, servus. Schau mal die schöne Aussicht. Das ist herrlich hier. So der Blick ins Emmental. Da müssen wir durch. Ah, schön. Über einen Apf Über einen nachher. Apf. Geiss hast du auch schon gehabt, hier oben. Nein, du bist die Erste, die mit den Geissen kommt. Siehst du jetzt? Das ist sehr speziell, aber es ist auch schön. Oder? Ja. Es ist, ich genieße das richtig. Nächstes Mal kommt der ganze Zoo. Man weiß nie, wer noch kommt. Da, da stoßen wir auf, die Ja. schöne Aussicht. Alles Gute Merci dann. vielmals. Morgen beim Weiterlaufen wünsche ich dir. Danke, das Mit kann den ich Geissen. brauchen. Und wieder geht ein ereignisreicher Tag zur Neige. Wir sind gespannt, welche Abenteuer uns morgen erwarten. Ja, du bist ein Laferie. Ich bin zur Ruhe, will schlafen. Guten Morgen. Ja, das sehen wir dann aber gut wird. So, herrlicher Morgen. He? Wunderschön. Die Sonne wieder scheint. Hoffentlich haben sie gut geschlafen, da, unsere zwei. Ja. Achtung. Ah, super. Hallo, guten Morgen. Morgen. Hä? Seid ihr schon wieder neugierig? Ist gut, kannst du runterlassen. Und was gibt's zum Frühstück? Gut. Darf ich dir ihn schnell geben? Kannst du mir mal geben? Jawohl. Merci. Ich bin jetzt sehr froh um die Hilfe. Ja, schau mal. So, jetzt. Wieso bekommst du ein Styling? Ich bin echt da der Star. Hey, du bist ja voll dran. Du musst schon ein bisschen Falle machen, Ja. wenn wir da vom Schloss oben runterkommen. Das Städtchen durchläuft. Für das Bürsten hast du aber nicht so lange am Morgen, gell? Nein, ich bin schnell bereit Das am ist das Morgen. Problem, das du nicht hast. Also, Viel Spaß bei Merci. deiner weiteren Wanderung. merci vielmals. Dankeschön. Können wir Ciao, brauchen. Nicole. Geht aber nicht nach Plan. Ah, cool. Das Morgenbuffet. So. Ich glaube, hier gehen wir gescheiter weiter.
bist du, Luki? Hier. Komm, Luki, komm. Sa, komm. Komm, Luki, komm. Sa, gegen das Sa. Was soll das heißen? Sa. Ich bin auf dem Weg nach Hasle-Rüegsau. Dort besuche ich einen Wunderheiler. Zudem gehen die Leute garweise aus halb Europa. Ich bin bei solchen Küscheler, wie wir ihnen zu Bern sagen, oder eben Flüsterer, immer ein bisschen skeptisch. Aber gehen wir mal schauen, was da dran ist. Warum flüstern Wunderheiler? Weiß auch nicht. Vielleicht will sie nicht so laut sagen, was es kostet. Ob er auch Massagen anbietet? Ich bin ein bisschen verspannt. Ja. Wenn du Knorzen bist, das bringt dir auch nicht weg. Geht's da rauf? Da. Ah, grüß dich. Wir kommen. Ich bin Nicole. Voilà, hey. Ciao, alle. Grüß dich zusammen. Luki und der Big Joe. Ja, wir kommen. Hast du gerade ein Plätzchen für sie in diesem Fall? Schaut da, heute gehen. Du musst schnell zuerst mit rein. Ist da? Perfekt. Ah, da haben sie alles, was sie brauchen. He? Ja. Ausbüchsen können sie nicht hier. Nein. Ist überall zu. Unmöglich. Aber es ist das Paradies hier. Ja. Geissen. Mal. Wie ist das eigentlich bei dir? Also, hast du auf Geissen und auf Menschen die gleiche Wirkung? Die tue ich heilen wie die Menschen. Ja. Wirklich? Ja. Wenn die Viecher zu mir kommen oder die rufen mir an, dann kann ich das machen. Die müssen nur her zur Geiss oder zu der Kuh. Und dann arbeite ich. Das geht schnell. Du kannst her. Und dann hast du den Hang drauf. Und dann heile ich die Geiss. Also quasi am Telefon Ja, sagst du mir, schau. Das kommt einfach in mich rein und nachher heilt das. Ja. Das geht so etwa. Weisst, du bist ein Handwerker. Das ist dein Beruf, das ist dein Leben. Ich komme von der anderen Seite. Von welcher Seite kommst du? Eben. Das Vom Unterbewusstsein? Nein. Ein Geschenk. Nur ein Geschenk. Ein Geschenk? Siehst du es dir? Ah, die Stube, hä? Ja. Sehr gut. Und hier behandelst du jetzt Leute? Da. Dort hinten? Du musst hingern. Dort auch noch schauen? Ja, das ist wichtig. Ein bisschen Eindruck hat, wie es aussieht. Luki, jetzt mache ich mir doch Sorgen. So Bist sieht du- es aus. Da passieren Wunder. Ja, ist halt ein bisschen wunderlich. Das sind Geschenke. Geschenk von all diesen Leuten, die zu dir Oh sind ja, gekommen. schau da, der grosse Kristallstein. Ja. Der kommt von Österreich. Was kommen denn für Leute zu dir, Walle? Oh, Anwälte. Ich habe die reichsten Leute, ich habe Mediziner. Ach, ich bin fertig. Sie müssen mir helfen. Und in diesem Augenblick passiert etwas. Das wird ja so sein, wenn du hier rauskommst. Aber mir fehlt ja jetzt gar nichts. Nein, aber du willst etwas mitnehmen. Ja. Ja. Also du kannst bei mir etwas auslösen. Ja, genau. Oh ja. Kann es zum Beispiel auch sein mit so, ich sage jetzt, alltäglichen Laster wie Fingernägel, Ketschen und Rauchen? Ja, Fingernägel, Ketschen, das ist etwas, was eigentlich fortgeht. Aber wenn du verbrannt hast, eine Wunde hast, oder, dann kann ich drüber fahren und dann geht es zu. Ja, so. Und der Rauchen kann schon helfen. Ja, klar. Willst du nicht mehr rauchen? Ich rauche nicht. Ja, dann mache ich doch nichts. Siehst du, hat schon besser. Ja, der hat immer geschwingt Energie, sonst nichts. Das ist aber gut, weil die Aber- Energie kann ich brauchen. Ja, ich weiß schon, aber der muss raus. Ein bisschen etwas müssen wir noch filmen. Ja, also soll er dort die Ecke hocken. Weil ich will Ruhe. Auch, Herliegen. ja, machen. Jetzt bin ich ja gespannt. Muss ich irgendetwas machen? Auch, nichts. Die schauen. So, heute nehme ich dir ein bisschen jeden Druck fort. In der Seele wie im Fleisch.
Alles geht fort. Dass du wieder frei bist. Frei wie ein Schmetterling. Auch die müden Scheich, die du hast. Alles geht fort. Wenn ich die Hand fortziehe, ist alles ganz leicht. So, jetzt machen wir noch etwas. Mädchen anschauen. Lebt sie noch? Mich anschauen. Ich glaube, sie ist in einer anderen Welt. Jeder Druck geht fort. Auch der, den du im Kopf hast. Die Unruhe in dir drin. Von heute an bist du ruhig. Gelassen. Frei. An dem Augenblick, wo ich die Hand vorziehe. So, jetzt kannst du aufstehen. So, wie fühlst du dich? Gut. Mhm. Ruhig. Ja. Auch wenn man nichts glaubt, geht es eben. Merci vielmals. Ich nehme noch meine 7 Sachen mit. Spannend war, bei dir reinzuschauen. Ich hoffe es doch. Ja. Seid ihr am Koseln? Du, ich habe plötzlich so eine innere Ruhe. Und ich fühle mich so leicht. Ja? Wollt ihr es anbinden? Ja. Lass jetzt aber einfach aufpassen mit den Hörnern. Ja. Du darfst den Kopf Entweder nicht kommst abheben. du mit ab oder Geissbock mit dir. Ja. Ja. Also, steht da, geh auch schauen. Hey, geh schauen. Liegt schon. Ja, die machen das super nochmal. Das Kinderspiel. Lucky. Super habt ihr das gemacht, aber hey. Ja. Euch könnt ihr brauchen auf meiner Geissentour. Eben. Merci vielmals. Ja, könnt noch ein Stück bis da vorne. Schau, lasst noch ein Geschenk da. Und jetzt fühle ich mich noch leichter. Ja, das ganz grosse Wunder, das ist nicht passiert. Aber Energie habe ich definitiv bekommen. Wie viel, das sehen wir dann, wenn es der Napf drauf geht. Was jetzt aber schon mal sicher ist, die Begegnung war sehr sympathisch. Es gibt einfach Sachen zwischen Himmel und Erde, die man nicht erklären kann. Gell, Big Joe? Ich bin leicht wie eine Feder und alles ist so schön. Ich liebe die Blumen und das Leben ist wunderbar. Lucky, hier, komm, komm. Komm, komm. Komm, Lucky, komm. Komm. Komm, Lucky. Komm, Lucky. Ja, komm. Komm, Lucky. Der Wunderheiler hat etwas gemacht mit mir. Komm. Ich stelle mir die Sinnfrage. Komm. Macht das Sinn, diesen beiden nachzuwatscheln? Macht überhaupt etwas Sinn? Ich weiss es nicht. Ich muss noch ein bisschen nachdenken. Wenn ich dann mal Zeit habe. Komm, komm. Dahinter habe ich mit 2 Müllers abgemacht, in Schaffhausen im Emmental. Und bei denen dreht sich alles um Geissen. Und bei ihnen haben wir heute Abend Asyl. Und ich bin sicher, da kann ich noch etwas dazu lernen. Da können wir chillen. Das brauche ich jetzt. Ich muss noch ein bisschen den Heiler verarbeiten. Hallo! Hallo! Ah, da ist er. Ciao zusammen. Wegmüller! Hey! Hey! Wegmüller am Arbeiten! Manchmal. Hey! Frego. Richtig. Hoi, Nicole. Alin. Hoi, Alin. Und wer ist denn der kleine Knopf da? Levia. Levia, hoi! Ja, genau zu euch wollen, weil ihr kennt euch ja mit Geissen aus. Hey. Der hat aber auch ein paar, he? 82. 82? Hey. Mago mio, he? Und ich habe 2 und schon alle Hände voll zu tun. So wie die schnaufen, wollen die etwas zu trinken haben? Das wäre super, weil wir sind vielleicht ein bisschen gelaufen. Ja, ein Trink wäre nicht schlecht. Wasser? Hey, dann können wir sie vielleicht schnell hier ein bisschen ausruhen. Ja, es ist heiß halt auch noch heute. Fein ein bisschen, ja. Ungewohnt. Schau da. Schau da. So, jetzt. Ja, schau. Ja, es war schon heiß.
Dann kann ich es ja da lassen, oder? Ja, die gehen nie näher, die haben kein Geld. Ja, eben, gell? Ich rede nicht über meine finanziellen Das fährt auch Verhältnisse. nicht von hier. Ah, nicht gefährlich, der Zug kommt auch nicht. Da, lass mich auch mal. Ja, sicher. Ja, noch einen kleinen Teil drin, das ist noch auf der Weide, die müssen wir dann noch holen. Hey, und warum hat man Geissen? Weniger Landschaden. Ist das gäbiger als Kühe? Ja, wir mussten etwas probieren. Wir sind nicht so ein grosser Betrieb hier. Ja. Und wir können jetzt nicht mehr rendiert. Und dann hat schon der Vater umgestellt, schon vor etwa 10, 12 Jahren. Und jetzt haben wir auf das Jahr frisch übernommen, die Frau und ich. Und jetzt sind wir so weitergefahren. Ja, wenn wir mal schauen, wo die anderen noch sind. Können wir, ja. Also, gehen wir Geissen holen. Ja, ist gut. Du hast 82 Geissen, kennst du alle beim Namen? Also, Namen hat jede, aber ich kenne noch nicht jede. Na, schau, wie sie kommen. Ich finde die ein bisschen übermotiviert. Da geht's in die Komm! Hopp, 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 hopp! Hopp, 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 hopp! Zu, hä? Gut, hey. Hopp! Also, gehen wir melken. Ja. Ah, da kommen sie rein. Oh Gott. Schau jetzt, sie aber nicht alle miteinander. Vorne. Hey! Ich da, Gang vorne. Warte. Also jetzt haben wir da 2, 4, 6, 7. Noch mehr? 12 sollte ich. Aufs Mal. Komm. 1, 2, 3, 4, noch eine. Hopp, 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 hopp. Jawohl. Jetzt habe ich keine Ahnung, was ich machen muss. Haben wir voranfangen gerade. Ja, mit dem. Hey, jetzt hast du da die Grünen, die kannst du gegen Uhren drücken. Das saugt es nicht. Wenn du so herziehst, dann kannst du unten drücken. Willst du schon den zweiten probieren? Ja, ich probiere es doch. Kann ich denen nicht weh machen? Ah! Hey! Jetzt. Es tut! Es ist gegangen. Kommt Ja, Milch tut. raus. Ja. Bei uns macht sie das nicht. Es kommt nicht gut. Ganz fein, die Hüter. Ganz warm. Ja. Oh, das kann nicht klappen. Ja, aber nein, jetzt haben sie nicht mehr. Du, was mache ich falsch? Ist mir die gegeben, die nicht funktionieren? Mal kann ich sagen. Wenn der Strich noch ein bisschen feucht ist. Aha. Und der die anheichen, geht der gerade zusammen. Dann musst du auch mit einer Hand ein bisschen haben. Vielleicht wird das gleich noch etwas mit mir und den Geissen. Ist das der gemütliche Teil von deinem Job? Das ist auch immer am Schermen, ja. Und im Winter eine Wärme. Ja, im Sommer ist es kühl. Ja, also es gibt Sachen, die ich lieber mache als melken, je nachdem. Kommt immer auf die Zeit drauf an. Wenn du nichts los hast, ist es etwas Schönes. Und wenn du viel machen ja, bist du einfach ziemlich gebunden, gell? Morgen und Abend musst du sicher melken, das ist gegeben. Aber die Geissen, die schmecken man nicht. Die Geissen selber stinken, es ist einfach Böck. Ja. Weil sie sich auf Artfüller seifen. Aber ein guter Bock muss stinken, sonst ist er für nichts. Ja, ist wahr. Aber warum machen sie das? Die Eindrucksschinten bei den Geissen, weiss nicht. Das kann ich Jetzt? auch schauen. Jetzt oben am oberen Ding. Ja. Raus! Hey! Hopp, 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 hopp! Hey! Hey! Ja, etwas trinken haben wir verdient, oder? Genau. Das ist einfach das Letzte. Merci vielmals. Merci. So, Feierabend, hä? Und? Hey,
Habe ich eine Chance, bei dir anzufangen? Ja, anfangen kann man immer, ja. Ja gut, dann tun wir uns da noch ein bisschen bedienen. Das ist natürlich auch ein Käse von euch, oder? Okay. Ich glaube, ich probiere mal hier ein bisschen von diesem Mutschli. Das lustet mich jetzt gerade. Den nehmen wir aber auch, oder? Ja. Der Levin ist auch schon feierlich im Knabbern. Ja, schon dran, gell? Wie ist es denn für dich, Aline? Du bist jetzt nicht von hier, im Emmental. Ja, ich will nichts anderes. Das ist wirklich schön. Halt um die Tiere herum und eben die Familie, die wir um sich hat. Es war von Anfang an gerade schon klar, dass du hier raufkommst und mit ihm den Hof wirst dann mal übernehmen. Ja, also er hat eigentlich schon von Anfang an gesagt, dass er da hier wird übernehmen irgendwann. Und das war für mich auch nie ein Problem, weil es war eigentlich auch immer mein Traum, mal einen Hof zu haben. Ja, von dem her passt es noch einmal mehr. Das ist doch schön. Nein. Es ist mega der Frieden hier oben. Selbst du hast mal nichts zu meckern. Vielleicht liegt es ja ein bisschen an einem Wunderflüsterer. Wir haben geschlafen wie Babys und sind friedlich wieder aufgewacht. Alles sehr gemütlich. Picture. Lucky. Hä? Euch geht es richtig gut hier. Hä? Ihr könnt euch jetzt hier noch ein bisschen ausruhen, ein bisschen schonen. Hä? Jawohl. Und ich gehe in dieser Zeit ein Geschenk machen für euch. Hä? Kommen wir wieder. Hast du Geburtstag? Tschüss. Na, vielleicht ist wieder so ein Feiertag. Für unsere Geschenke fährt Nico nach Berau. Die Glockengiesserei gibt es seit 300 Jahren. Jetzt haben wir hier 2 Tonarten, eine Höhe und eine Tiefe. Jetzt kannst du rauslesen. Ah, die tönen beide schön. Ich glaube, wir wollen ja eine Glocke machen für meine beiden Geissli. Und ich würde jetzt ein bisschen die hellere nehmen. Ich glaube, das gefällt ihnen. Dann finde ich sie darum auch wieder auf dem Napf. Genau. Ich habe vor allem Freude, René, darf ich mit dir eine riesige Koryphäe im Glocken machen. Meine erste Glocke machen. Also, das ist tipptopp. Also. Jetzt machen wir zuerst einmal die Form. Jetzt kannst du den Formkasten auf das Modell tun und So. schön gleichmäßig verteilen. Und jetzt kannst du von dem Sand einmal hier rein tun. Ein selbstgemachtes Geschenk. Hoffentlich wird das was. Jetzt nimmst du den Dampfer. Genau, jetzt tust du eben zuerst ein bisschen. So. Ja. Und jetzt kannst du ruhig mal ein bisschen Gas geben. He? Das kann ich mich nicht dafür. So. Man merkt, das ist nicht deine erste Glocke, gell, René? Ja, nein. Wie viele Glocken hast du gemacht in deinem Leben? Keine Ahnung. Stimmt. Mach schon 43 Jahre mache ich Glocken. 43 Jahre? Ja. Ei. Und was ist denn für dich die Faszination bis heute, dass man das 43 Jahre machen kann, René? Das ist eine gute Frage. He? Ja, du musst natürlich einfach ein bisschen Herzblut. Ein bisschen viel? Ja. Ja. Auch grosse, so Kirchenglocken? Nein, Kirchenglocken nicht. Das ist eigentlich schon vorbei mit den Kirchenglocken. Weißt, sagen wir jetzt am Berner Münster, die älteste Kirchenglocke, die ist 1325 gegossen worden. Da musst du keine neue machen mehr. Genau. Und bei den Kuhglocken ist einfach der Vorteil, dass sie wieder mal an den Brunnentrag herschlagen oder die Glocken, die gehen kaputt und die können wir wieder eine neue machen. Die Glocken geht zum Brunnen, bis sie bricht. Gut, jetzt keine Untermieter hier wegen dem Klopfen. He? Du bist die geborene Glockengießer. Ich habe es gewusst. Das ist meine Bestimmung hier. So noch ein bisschen. Schaffe ich das? Ja. So, Jetzt kannst du dass die Glocke dann gut kommt. Ja. Ein bisschen. Ja, jetzt Die Sandeln für Fortgeschrittene. Jetzt kannst du ein bisschen mit Luft ein bisschen ausblasen. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, so Glocken zu machen? Meine Frau war die erste Giessereitechnologin von der Schweiz. Und dann haben sie hier einen Giessermeister gebraucht. Also, dann ist alles klar. Den Rest der Geschichte können wir uns selber zusammenreden. Ja. Ich habe schon ein bisschen Respekt vor dem, muss ich schon sagen. Ja, hoffentlich auch. Oh, wow.
Jetzt holst du mir noch eine auf die Büchse. Komm's. Jetzt gibt es noch ein individuelles Design. Für mich bitte die Austria-Flagge. Jetzt tun wir mal das Schweizer Wappen rein. Ja. Und dann habe ich gedacht, tun wir noch die Jahrzahl drin. Finde ich gut. Ja? Und hast du noch etwas mit Geissli? Ja, schau mal da. Ah, schau da. Ja, so. Eins. Sieht doch gut aus, oder? Ja. So, jetzt wird es heiß. Genau, so gut. Hoi. Fabian. Nicole, freut mich. Excuse. Du bist der Sohn. Schutz. Ja. Solche Stiefel haben doch Astronauten. Und solche Jacken, Schuhe abwärts. Gut. Daumen drücken. Du bist auch ein bisschen nervös. 1100 Grad ist das flüssige Metall. Ja, frieren tust du nicht bei diesem Job. Also, Nicole. Ja, ist das heisst bei den Giessern? Ui, Glück auf. Glück auf, also. Wow. Ah, sprudelt, hä? Ja. Schön, Also. hau. Jetzt hier, so. Ja. So. Jetzt musst du... Dann muss die andere Seite, Ja. hä? Genau. Möglichst weit vorne heben. Ja. Ja, gut. Achtung. Ja. Und schütten. Ei! Fest. Gut. Uiuiui. Gut. Jetzt top. Aber Nicole, ist wirklich perfekt. Merci. Super gewesen, ja. Merci. Jetzt hoffen wir nur das. Das hat sie gut gemacht. Das ist fein ein bisschen reingelegen, hä? Einfach noch ein bisschen abgehalten, ja. Ja, ja. Weißt, noch fest werden, richtig? Oder? Ja, Das vor allem. ist noch recht weich, jetzt könntest du es noch verformen. Schön, hä? Ich habe eine Weltfreude, schau mal. Das Jahr, das Schweizer Kreuz und dann die zwei Geissen. Hä? Super, schön gekommen. Tja, und wo ist die Austria-Flagge? Dein Werk wäre so weit fertig. Das sieht super aus. Sieht nicht schlecht aus. He? Das ist einfach noch die Besonderheit. Ja. Die hat jetzt noch nie geläutet. Ja. Und dass deine Glocke ist, dass du die gemacht hast, ist die Ehre jetzt bei dir. Also, darf ich es oben schon anlegen? Kannst du jetzt anlängen, ja. Ah. Super, oder? Ist doch schön, oder? Die tönt richtig gut. Super. Das hast du gut gemacht. He? Und wir haben jetzt für deine 2 Geissli haben wir noch 2 kleine hergestellt. Und darum kannst du jetzt die Glocke behalten für dich. Dann nehme ich die für mich und die sind für Und mich. die kannst du für deine beiden Geiss. Ja, da werden Lucky und der Big Joe die Augen machen, wenn sie dann diese Geschenke hier überkommen. Und ich bin natürlich froh, weil so gehen sie mir nicht verloren, wenn wir als nächstes nämlich über einen ablaufen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Auf Wiedersehen miteinander. Nächste Woche ist ein ewiges Auf und Ab. Geht es noch weit bis zum Enziloch? Ja, wenn ihr dort runter. Ja. Ich muss aufpassen, es ist nass, oder? Ist rutschig. Also ohne Stöcke will ich nicht durch. Und wir steigen ins Goldgeschäft ein. Das kann süchtig machen. Schon, gell? Wir sehen uns nächste Woche. Servus! Ciao zusammen. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».